Schönen guten Abend. Hier ist Television Stesel mit der Emission vom 5. Oktober 2019. Gleich 2 Geburtstage konnte man mit der Kamera begleiten. Einmal 90 Jahre und einmal 95 Jahre. Der Hauptpunkt von unserer Emission liegt aber an der Semaine du Timbre zu Stesel. 60 Jahre Cefilco Steseler Timbre Club an die 70. Journée du Timbre, die am Centre Loisir Norbert Melcher organisiert gouf. Fangen wir lo aber an mit der Porte ouverte von den Scouten. Bei herrlichem Wetter hatten die Steseler Scouten wie an den Jahren vierdrun op eng Porte ouverte invitiert. Ich bin der Gruppechef von den Steseler Scouten. Heute haben wir als Porte ouverte, was ein paar Wetter. Und ich sehe noch schon viele Leute mittlerweile kommen. Es gibt zu essen, zu trinken. Wir haben ein flottes Spiel, wir haben noch ganz viel Aktivität für die Kanner rund um den Chalet. Und da sind Chefen, die das enkadrieren. Und man denkt, es ist die Möglichkeit, sich anzuschreiben, an Informationen zu kriegen für das Scoutsjahr. Ich fand das immer gut, wenn ihr eben auf einen Platz könnt, wo ihr direkt mit den Chefen schwätzen. Wir gucken, dass wir die Eltern mit den Chefen in Kontakt bringen und das kann er dann noch die Chefen kennenlernen. Weil nächste Woche geht direkt los mit der ersten Versammlung. Und dadurch haben wir die Porte ouverte gewählt auf diesem schönen Tag, dass dann nächste Woche direkt richtig geht mit dem richtigen Programm. Wir haben verschiedene Altersbranchen. Mittlerweile ist es so, dass man schon, das kann er schon können, von 5 Jahren anfangen mit den Scouten. Das wird der Biva genannt, von 5 bis 7 sind sie dann an der Biva. Dann kommen sie an 12 Jahre. Da ist die Thematik Dschungelbuch, da dreht sich alles ein bisschen im Dschungelbuch. Sie können schon Bachelor machen, sie können schon für die erste Kehr am Zelt schlafen, also mit den anderen 12 Jahren. Und da kommen sie weiter, wenn sie anfangen jugendlich sind, kommen sie an Scouten, das ist dann ab 11. Und wenn sie Scouten fertig sind, kommen sie an die sogenannten Explorer. Und die Explorer, das sind wirklich, die sind schon viel mehr selbstständig. Es sind zwar noch Chefen da, die aufpassen, dass sie alles am sicheren sich aufspielt. Aber trotzdem können sie schon selber Projekte proposieren. Sie können ein BA machen, eine bonne Aktion. Und sie sind relativ frei für ihre Aktivitäten. Und dann geht es natürlich weiter, weil an der Scouten geht genial. Da könnt ihr bei Trover. Trover ist die ab 16, für 16 bis 16. Und nur darüber sind dann in sogenannten Tempo. Tempo ist ein Wort, das neu erfunden wurde, so das ist ein afrikanisches Wort für Elefant. Und so nicht, dass als Elefant schon uralt ist, aber trotzdem ab 18 ist schon nicht mehr so jugendlich. Während der Scouten geht, wie gesagt, nie alt, dass ab 18 kann als Tempo mit dabei sein, ohne Problem. Die 70. Journée du Timbre an noch gleich den 60. Anniversaire vom Steseler Timbre Club Cefilco war Ullass für ein Timbre herauszugehen, für das geschichtsträchtig heutige Steseler Kulturhaus Laval Tudor als Motiv zu wollen. Es war im Jahr 1951, wie ein 35 Jugendlicher der Steseler Timbre Club gegründet hat. Schönen guten Morgen alle Guten. Ich begrüße euch, Herr Direktor Brunnenberger von der Post, Herr Marchetti, zweite Schaffen von der Gemeinde Stesel. Ich muss entschuldigen den Herr Burmeister Jean-Pierre Klein, den am Ausland ist, und als Präsident den
vom Organisationskomitee Madame Monique Felgen. Die Damen und Herren vom Gemengenrot, Herr Espen, Chef von der Postphilatelie, Herr Thun Pereira, auch von der Postphilatelie, Herr Wolf, Ehrenpräsident von der FIP, Präsident von der FSBL, Membre vom Büro Permanent, Vertreter von den verschiedenen Vereinen, der Vertreter von der Placo Musolux, Exposanten und inviten alle Guten. Schon über 60 Jahre sind es hier, dass die pur passionierte Käpperchen-Sammler sich zusammengesetzt hatten, für ihre Passion der Philatelie ein gemeinsames Hobby zu gestalten und zu gehen. Civilco Stesel als im November 1959 offiziell der Föderation beigetreten. Ich gebe schließlich pur Datumen hier annehmen, für die ganz retrospektiv, ich meine, das ist ein bisschen viel, 60 Jahre lang. Viele Expositionen mit und ohne Sonderstempel sind an den letzten 60 Jahren realisiert worden. Der Postphilatelie für die exzellente Zusammenarbeit bei der Gestaltung vom Timbre auf dem Sonderstempel. Der Künstlerin Anne Melan für gut Arbeit, die weit über die Grenzen raus wird bewundert gehen. Also, wird den Placo Musolux mit den Champeskapseln, aber auch dem Herr Wolf für zur Verfügung stellen für seine Krawatten, dass die erste Kehr, wo die konnten auf einer Ausstellung bewundert gehen. Aber auch der Gemengenverwaltung, an ihrer Regie, ein großes Merci. Ohne Herr Wolf wäre es nicht möglich gewesen, das Expo zu realisieren. Der FSBL für finanzielle und moralische Unterstützung. Der Jury für exemplarische Arbeit beim Bewerten von den Exponaten. All unsere Sponsoren und Donateuren für die Broschüre und Tombola. Aber ein besonderes Merci meinem Organisationskomitee für die exzellente Zusammenarbeit zum Mut beim Ausschaffen von unserer kulturellen Broschüre. Aber last but not least, ihr all den Exposoren und Visiteuren, weil ohne ihr gibt es keine Journée du Timbre gehen. Da bleibt man nach Schüsse zu sagen, vive Civilco, vive Philatelie und die nächsten 60 Jahre. Merci. Die Damen und Herren, ich meine, das ist eine Pflicht von der Direktion von der Postei präsent zu sein. Ich will heute von der Platz den Claude Strasser entschuldigen, diesen Generaldirektor, der nicht konnte dabei sein. Wenn es dann heißt, ja, wir gehen an den Platz, da sind ich immer gerne bereit, auf so Ausstellungen zu kommen. Ihr wisst ja, ich bin aber einen kleinen Timbre-Fan an der letzten Zeit gehen. Wahrscheinlich dadurch, dass ich mich auch für die Geschichte interessiere. Und ich hatte die Gelegenheit, heute schon ein bisschen Timbre gucken zu gehen und habe schon gelernt, dass wir heute zu Lützeburg zu echten Flughafen hatten. Das wusste ich nicht. Und wenn man durch die Ausstellung geht, das ist wirklich eine enorme Geschichte, eine Lebensgeschichte, die sonst nicht gesagt. Ich wünsche heute der ganzen Ausstellung an die Leute, die das heute organisiert haben, ein großes Succès mit dieser Timbre-Ausstellung. Merci. Ich heiße euch alle gut willkommen am Namen von der Föderation. Hier bei der 71. Journée du Timbre, die vom Verein Stesel organisiert wird, für die Jugend, an Senioren, am Konkurs und außer Konkurs. Der Verein Stesel feiert heute sein 60. jährigen Anniversär. Ein Verein, der seit Bestehen ein aktiver Verein ist für die Jugend und Senioren, sowohl im lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Plan. Nicht zu vergessen, als heute auch beim 60. Anniversär den Herrn Jean Steinmetz, der jeder von uns kannt hat, ein Pionier an der Philatelie, ein Philatelist, der weit über die Grenzen heraus bekannt war, dadurch, dass er von der Gründungsmember von der FIP-Jugendkommission lange Jahre FIP-Delegierten von der FSBL bei der Jugendkommission war. Er hat unter anderem für die Philatelie gelebt, für den Verein, für die FSBL und für die internationale FIP-Jugendkommission. Ein Mann mit unwahrscheinlichem philatelistischen Wissen an die Front an alle Kontinenten von der Welt hat. Den heutigen Präsidenten, die Jungblut, also wie der Jean Steinmetz, den also Philatelist mit Herz und Seele, sowohl für die Jugend wie auch für die Senioren, am Ansatz an über die Grenzen heraus bekannt. Der Verein Stesel hat nach viel anderen Mitarbeitern
die sich ganz für den Verein an die Föderation einsetzen, aber es ging zu weit feiern, sie alle gut aufzuzählen. Lützeburg, also ein kleines Land, aber groß an der Philatelie, da hat der Verein Stesel auf manche FIP-Ausstellungen an internationalen Ausstellungen bewiesen, durch Exponaten, die hier Membern an Senior an der Klasse ausgestellt haben. An die eng oder die andere Goldmedaille gekriegt haben, aber bei der Jugend etlich groß Vermeilmedaillen, die höchsten Auszeichnungen bei FIP-Ausstellungen für Jugendphilatelie an allen Altersklassen. Herr Präsident Jungblut, ich so in an Ihrem Matrabischte Merci für die Organisation von dieser Journée du Timbre, die wirklich alle Erwartungen übertrifft. Merci an den Herrn Generaldirektor und den Herrn Direktor Bonneberger von der Postfilet, an den Herrn Emil Aspen, Chef von der Postfilet, für ihren außergewöhnlichen Beitrag für den 78. Journée du Timbre heute zu stehen. Den Aussteller, für mich, die Ambassadeuren von der Lützeburger Philatelie, an der Kompetition, an aus der Kompetition, dass sie ihre Sammlungen heute bei der 78. Journée du Timbre ausstellen und damit beweisen, dass Alt-Timbre ein kleines Kunstwerk ist. Der Gemeng für ihre finanzielle und moralische Unterstützung, die sie dem Verein Cefilco immer zukommen lässt. Der Jury, die nicht Licht hat, die Exponate gestorben, auch dementsprechend zu bewerten. Ich alle gute Damen und Herren, dass dir durch Ihre Präsenz im Verein Stesel verbunden weist. Ich wünsche den Ausstellungen vollen Succès auf viel groß kleine Visiteuren. No den Auszeichnungen Bronze an Vermeil für gedenkste Leistungen krut an den Präsident Guy Jungblut die höchsten Auszeichnung, Plakette de Reconnaissance, die vier und ihm nach Schüsten Steinmetze Geng Sängerzeit krut. Herr Claude Bonenberger, Direktor von der Postverwaltung, Herr Jos Wolf, Präsident von der FSPL, Ehrepräsident von der FIP, Herr Emil Aspen, Chef von der Postphilatelie, Herr Guy Jungblut, Präsident vom Verein Cefilco, Verein, der dieses Jahr 60 Jahre feiert, Herr Claude Feck, Member vom Sekretär vom Jury, Kollegen und Kollegin vom Gemengerot, Marie-Paul Lehnertz, Engel Lehnertz und Ferner Wies, Vertreter von den FSPL-Vereinen, liebe Exposoren, liebe Freunde von der Philatelie, die Damen und Herren. Bei Gelegenheit von der 6. Edition vom Soirée du Timbre, die letzte Mittwoch am Kultursaal zu Stesel von der Postverwaltung organisiert ging, übrigens, Herr Direktor, ein ganz gelungenes Soirée, hat ich gesagt, dass Gemeinde Stesel das Woche am Zeichen von der Philatelie steht. Und das will Soirée du Timbre an die 70. Journée du Timbre zu Stesel organisiert gehen. Wobei die Journée du Timbre diese Weekend hier am Centre de Loisirs Norbert Melcher stattfindet und damit mengen ich den Tag, wo der Timbre am Mittelpunkt steht. Besonders geehrt sind wir aber als Gemeng, dass den Timbre, den 70. September des Jahres rauskommt, eine Illustration von unserem Kulturhaus Laval Tudor aus dem Domain Den Hof, auch genannt Gründungshof, als Sujet hat. Das auf Wunsch vom Jubiläumsverein Cefilco. Vielmals merci. Der große Ausstellung von Haut, hier am Centre de Loisirs, mit 95 Kadern, Ausstellung zum Tag vom Timbre, wünschen ich großes Succès und ich hoffe, dass alle Philatelisten sich freut und denen viele Sammlungen, die ausgestellt sind, hat. Alle Members von der Cefilco, unter der dynamischen Präsidentschaft von Guy Jungblut, meine Felicitationen, verbunden mit einem großen Merci für Ihren unermüdlichen Einsatz am Dienst von Ihrer Passion. Ein Merci auch an die Members vom Organisationskomitee für Ihre Hilfe bei der gesamten Organisation von den verschiedenen Manifestationen, die gut gelungene Broschüre mit abgegriffen. Meine Felicitationen dann auch an die Members vom Verein Cefilco, die heute von der Föderation geehrt gesehen. Sie wird mit einer Plakette de Reconnaissance, sie wird mit einem Insigne. Auch meine Felicitationen und die Laureaten von der Ausstellung, die dann morgen Abend hier Preis kriegen.
Kommt all wie all Joas der letzten Weekend am September an die 2 echt Weekender am Oktober op dat größt Applefest um Stesler Birch. Organisiert vom Supporterclub von der Amikal Stese. 95 Joer kon dëser Deeg mat am Masser Fonk am Maridok zu Heestre feieren. Gemengener Chefrot sowie Vertreter vun der Amiperas wären do fir ze feliciitéieren. An de Herren mir hunn haut proiséiert fir am Masser feliciitéieren ze komme fir ihren 95. Geburtstag schon Riverhaus hin gehalen froh dat der Ko war dats bei Bayich komme fir Felicitationun Leiitpersinnen Felicitationun vun der ganze Populationun selbstverständlich dat Gemeng Längheime iw geleet hun der Betriebin op vun Raum Feras sind nach voll en ganz groß Plattform felicitiert. Der war ganz besonders froh gesot, dat er an engem formidablen Zustand am gut dat voll. Ich kann nicht wie lang. Wer Mann ganz gut kann. Hier sieht 1924 und der Staat geboren. Gut, an der Hinlassung mal gewonnen. Der Geschwister, die 6 Jahre alt wie dir. Ja, ich weiß noch viel mehr über die Station. Joer fir Madame Meier Fischer Meisi. An noch heisinnet Gratulationen seitens de Matbierger ginn. Vertreter vun ihrer Familiensinnehai an da wie immer bei dese Gelegenheit können noch als Bourgermeister willkommen an 2 Chefen, Herr Klein, Herr Rossi, Herr Marchetti, sie ganz froh, dass er heute auf Besuch sieht. Für Madame Ruber als Vertreter vom Syndikat Initiative mit Peras die Stese. Madame Meier kriegt 90 Jahre. Schon 14 Deeg krit. Ich mein, Di si de beste Beweis fir van den 90 Joer krit, dat se net unbedingt zu de ganz Ären zielelt. Di si jong beliewen hunn nach iwwer 50 Leiit am Haus die nach mehr si wie Dir. Di muss als Rezept verroden, wéi der dat gemerk huet fir se jong ze bleiwen. Gut schaffen. Wir hun ja noch schon iwwer 7 Joer bei uns. Wir sind alle ganz froh, dass er bei uns sind beleeft bei dem Personal, bei den Bewohnern. Und die hat schon ganz viel geholfen, auch an der Seer, mit den Blumen, für ein ganz großes Arbeit. Ich wollte auch proposieren, für einen Kontrakt die nächsten 5 Jahre zu verlängern. Eben mit demselben Lohn wie bislang. Wir können noch drüber schwätzen. Also von unserer Seite allerbest, Madame. Ja, all Gutes, bleibt gesund und noch viel schöne Jahre bei uns. Das wünsche ich euch alle gut. Kommt all wie all Joas der letzten Weekend am September an die 2 echt Weekender am Oktober op dat größt Applefest um Stesler Birch. Organisiert vom Supporterclub von der Amikal Stese. Dat war als Emission Nummer 287. Es so nicht für haut. Merci für no gucken. Am den 20. Oktober. Bis dann.